Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ich sage euch, ich glaube, heute wird die most painful Podcast-Folge, zumindest für mich. Weil zum einen habe ich 2 fette Aften da unter den Lippen. Für die nicht wissen, was eine Afte ist, fühlt euch fucking blessed, Alter. Das ist einfach so eine... Ja, Infektion klingt nicht so grusig, aber einfach wie so ein bisschen... Doch eine Infektion im Maul. Ja, das haben, glaube ich, sehr viele Menschen. Darum, vielleicht fühlt ihr den Pain mit mir, wenn ihr das auch habt, das ist wirklich Arsch. Und ich habe irgendwie heute so Zahnschmerzen, ich weiß nicht warum. Es ist echt, mein ganzes Gebiss hat eigentlich keinen Bock heute. Zudem bin ich wieder so halb sick, also meine Nase ist halb am Laufen und ich bin komplett kaputt. Weil das Wochenende ist so viel gelaufen. Am Freitagabend waren die Swiss Influencer Awards gewesen, und gestern Abend war die Halloween Party gewesen, und ich bin eigentlich einfach tot. Meine Social Battery ist am Arsch. Einfach sonst körperlich so. Ich habe schlaftechnisch auch schwierig so. Ja, darum eigentlich bin ich einfach nur tot. Darum, falls ich jetzt ein bisschen ruhiger wirke, alles easy. Mir geht es eigentlich voll gut. Ich bin einfach ein bisschen kaputt. Aber ich freue mich eigentlich gleich auf die Podcast-Folge. Ich merke, ich kann fast nicht reden. Ich bin so voll... Ich muss schnell Mundübungen machen. Was gibt es für Mundübungen? So das böse Katze, oder? Böse... Oder was gibt es noch? Boah, was haben wir in Musik gemacht? So... Pa-ne-ti-to, pa-ne-ti-to, pa-ha-ha-ha. Boah, das hat voll schief getan. Pa-pa-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Alter, mein Musiklehrer vom Gymi wäre jetzt hure proud of mich. Und Leute, wir haben es geschafft. Ich habe einmal einen Tee mir gemacht. Ich habe letzte Podcast-Folge gedacht, es wäre hure geil, einen Tee haben. Das haben wir sogar Leute geschrieben, sie haben extra einen Tee für mich gemacht in der Podcast-Folge. Ist geil. Also, falls ihr auch gerade die Möglichkeit habt, so ein bisschen anzuchillen, dann macht euch auch einen Tee. Für eure Gesundheit und euer Wohlbefinden. Nein, der Tee ist einfach geil. Es ist so simpel. Es ist einfach Wasser mit Kräutern, aber es erfüllt mich und es ist einfach geil. Und heiß. Oh nein, der ist zwar actually nicht so geil. Ich habe den so ready gemacht, also so den hure Ding rein da und dann alles aufgestellt. Und das hier ist jetzt halt, hat so lange gezogen, dass es fast ein bisschen too much ist. Aber besser als nichts. Aber Leute, ich habe ja wieder mal so viel zu erzählen. Also eben, ich weiß gar nicht, wo anfangen. Also doch, ich weiß, wo anfangen. Ich habe wieder mal meine Liste gemacht, ich habe mich vorbereitet. Und es wird heute noch spannend. Ich habe actually auch schon wieder so ein Thema gewählt, das ich dann auch mit euch besprechen will, wo, ich weiß auch nicht, wo ich wieder so ein bisschen spannend finde und gleichzeitig Angst habe, weil es einfach sehr fettnäpfig fährt. Oder wie soll man sagen? Ja, keine Ahnung. So, ich habe ein bisschen Angst, dass ich irgendetwas Falsches sage oder so. Wisst ihr, was ich meine? Aber allgemein, in letzter Zeit mache ich das mega oft. Also ich finde es eben eigentlich geil, so Themen zu nehmen, wo vielleicht nicht jeder darüber redet oder so. Also gerade das letzte war ja auch so Lästern, wo ich einfach mega easy hätte können von euch komplett verurteilt werden, von was du lästerst. Aber ich finde es mega geil, dass man so beim Podcast, also ich habe glaube keinen einzigen negativen Kommentar bekommen. Es ist einfach so eine, ich weiß auch nicht, ich habe es mega nice gefunden. Eigentlich im Gegenteil, es haben mega viele Leute geschrieben, so mega nice, dass du so offen hast, darüber reden und so. Und das ermutigt mich irgendwie auch so ein bisschen mehr, zu über so Themen reden, weil es halt einfach menschliche Emotionen sind, wo einem halt selber unangenehm sind und wo es vielleicht genauso, ja, weil es halt in der Gesellschaft so ein Thema ist, zum Beispiel das Belästern. Oder auch heute, wo es um das Thema Neid geht, dass man nicht so wirklich darüber redet. Beziehungsweise, es ist in der Gesellschaft so fest als, man darf nicht neidisch sein, man sollte nicht neidisch sein. Man sollte sich dafür schämen, wenn man neidisch ist. Also, dass es gar nicht so wirklich ein Thema ist. Und eigentlich ist es ja gleich eine menschliche Emotion, die wir alle kennen, ob wir es wollen oder nicht. Die einen sind mehr neidisch, die anderen weniger. Es hat auch seine Gründe und es sagt ja sehr viel über uns, auf das kommen wir dann auch dazu. Aber ich finde es ein sehr wichtiges Thema auch und ich freue mich sehr, sehr fest. Aber ich will ja gleich zuerst mal noch ein bisschen Live-Updates geben, ich muss mal meinen Tee schnappen, ich habe jetzt doch recht Bock auf den, Alter. Also, der Tee wird gespillt. Wir fangen an mit den Swiss Influencer Awards, die waren ja wieder am Freitag. Und was soll ich da sagen? Es ist das erste, weird flex, aber es ist das erste Jahr, wo ich nicht nominiert war. Also ich wäre in der Top 10 gewesen, für den Podcast, aber ich meine jetzt so nominiert wirklich so Top 3, wo man nachher auch auf der Bühne muss stehen und dann wird entschieden, wer Top 1 ist.
Aber ja, das war dieses Jahr actually das erste Mal gewesen. Das ist dann wirklich ein weird Flex, aber ja, keine Ahnung. Es war halt wirklich ja, komisch für mich gewesen, weil du hast halt ganz andere, ich sage jetzt mal Privilegien. Also du kommst so, du kannst halt, ja, so gratis Alkohol kommst du zum Beispiel über, du kannst 6 Leute oder so kannst, glaub, mitnehmen und ich habe zum Beispiel immer meine Eltern mitgenommen und so. Und eben einmal bin ich aber gesagt, ein ganz normaler Gast gewesen, so. Voll. Und einfach mal wie nicht den ganzen Druck haben. Weil sonst, also, ich weiß nicht, das ist halt einfach immer so, oh mein Gott, jetzt kommt meine Kategorie, oh mein Gott, ich muss jetzt auf die Bühne und oh mein Gott, wie verhalte ich mich, wenn ich jetzt nicht gewinne und ich weiß auch nicht. Einfach so, es gehen tausende Szenarien durch den Kopf, weil halt eben, eigentlich ist es nicht mal so schlimm, wenn du nicht gewinnst, aber es ist irgendwie mehr unangenehm, weil irgendwie, also zum Beispiel letztes Jahr bin ich auch auf dieser Bühne gewesen und bin halt nicht gut in meiner Kategorie Lifestyle. Also in meiner Kategorie, der, wo ich nominiert bin. Und mir war es irgendwie so unangenehm gewesen, weil ich so das Gefühl habe, jetzt schauen mich alle an auf meine Reaction, wie handle ich das jetzt? Ich weiß auch nicht. So, ja, das ist mir irgendwie richtig. So Sachen kann ich gar nicht handeln, Alter. Voll. Aber actually auch spannend, weil auf das komme ich dann auch noch ein bisschen zurück, das Thema Swiss Influencer Award. Aber ja, also, es war eigentlich ein nice Abend gewesen. Eben, es ist, ich bin irgendwie so, ja, eher ein bisschen später gekommen. Aber es war echt krass gewesen, wie viele Leute das hatten. Das habe ich crazy gefunden. Ja, und voll. Was war denn noch? Eben, dann sind Preisverleihungen gewesen. Die Emma hat gewonnen, sehr geil. Bei der Kategorie Lifestyle, genau. Da war ja die Leila auch noch nominiert gewesen. Und, oh mein Gott, die Ramona war auch noch nominiert gewesen, genau. Und wer war noch gewesen? Eben Podcast hat die Thronsitzung gewonnen. Voll. Azim Salachim hat auch noch gewonnen. Der Loris hat noch gewonnen. Boah, ich will jetzt gar nicht jemanden vergessen von meinen Homies. Aber ja, auf jeden Fall egal. Es war ein nice Abend gewesen. Ich mag es all denen gönnen, die gewonnen haben. Sehr, sehr geil. Ja, genau. Nachher ist dann die Award-Show quasi fertig gewesen. Es hat so eine Aftershow-Party noch gegeben, wo ich zwar irgendwie mehr draussen war als drinnen, weil irgendwie nicht so meine Musik war, aber ich hatte dafür irgendwie ein mega nice Gespräch mit Leuten, habe Leute kennengelernt. Ja, ich habe es irgendwie einen nice Vibe gefunden. Und eigentlich, der Can und ich sind so voll gewesen, ja, wir gehen wahrscheinlich nicht so lang und wir gehen dann nach der Awardshow und nachher, eigentlich haben wir mal so allen Leuten dann schon so Tschüss gesagt, aber es hat halt, ich muss dir vorstellen, das ist ja wie so Swiss Influencer Award, jetzt sind so gefühlt alle Schweizer Influencer dort. Und wenn du halt selber in dieser Bubble bist, dann kennst du auch sehr viele Leute. Heisst, du bist eigentlich schon dieser Person am Tschüss sagen, dann bist du aus dem Ausweg, dann triffst du jemanden an, ah hey, cool, bist du auch da, wie geht's? Dann hast du mit denen wieder ein halbes Stunde Gespräch. Also eigentlich, bis du mal draußen bist, geht es etwa 3 Stunden. Nein, also wirklich, wir haben eigentlich mal so wann ist es? Am 12 Uhr oder so haben wir gesagt, wir wollen gehen. Nachher sind wir am 4 Uhr gegangen, also wirklich bis ganz am Schluss, wo sie uns rausgeschmissen haben. So. Ja, also es war lustig, ich habe es geil gefunden, ich habe ein mega nice Gespräch gehabt. Ja, ich habe es nice gefunden, ich habe einen nice Vibe gefunden, so entspannt. Voll. Genau, dann eben gestern war noch Halloween-Party. Bin ich im Extra mit meinen Lyon-Friends. Das finde ich actually auch noch geil, dass ich mit denen immer noch so guten Kontakt habe. Das ist wirklich etwas, was ich so hart schätze. Also das sind ja meine Friends, die ich im Sprachaufenthalt in Lyon kennengelernt habe vor 2 Jahren jetzt schon. Holy fuck. Das ist crazy. Vor allem, ich war ja nur 2 Wochen dort gewesen. Also für die den Kontext gar nicht verstehen, das sind alles Leute von der Schweiz. So. Nicht, dass ich mich da jetzt mit irgendwelchen random Franzosen an jede 2 Wochen treffe. Aber voll, wir sind ja so eine Freundesgruppe geworden. Und das ist so, wirklich, ich fühle das so hart. Also wirklich, das ist echt so eine Gruppe, wo ich glaube noch nie einen Abend oder irgendetwas hatte, wo ich so gefunden habe, nee, ist jetzt nicht geil gewesen. Also wirklich, ich komme jedes Mal so happy, hi. Das ist echt, ich bin so blessed für die Gruppe, dass ich die Leute irgendwie gefunden habe. Voll, ich bin dann als Polizistin gegangen. Boah, das ist auch, also wirklich, wir haben uns so getroffen am HB und ich habe so, also, ja, einfach ein Polizistenkostüm gehabt, aber ich würde jetzt mal sagen, so ein bisschen Hot-Polizistin, aber jetzt nicht, wirklich nicht hardcore, weißt du, so, es war so wie ein Röckchen gewesen, und ich habe halt roten Lippenstift getragen und halt so Overknees-Stiefel. Also, es ist safe schon, safe. Nein, ich muss mich eigentlich nicht mehr rechtfertigen, was ich angehabt habe. Es ist eigentlich scheißegal, was ich angehabt habe. Auf jeden Fall wollte ich so auf sie zulaufen
Und also gerade so bei der grossen Uhr, also dort einfach bei dem Treffpunkt so am HB, aber spielt ja keine Rolle. Auf jeden Fall laufe ich so alleine und es ist ja eigentlich schon mal, also keine Ahnung, wenn du als Frau am Samstagabend in so einem Outfit rumlaufst, dann musst du einfach schon mal damit rechnen, traurigerweise, dass es irgendwelche weirde Männer gibt, die dich halt nur schon anglotzen, aber dann halt irgendwelche Sprüche reissen. Und einer, sorry, aber das Alte, boah, mich das abgefuckt. Ich habe nicht mal angeschaut, aber ich schätze, er war so um die 50 gewesen. Also ich glaube, er hat schon fast graue Haare gehalten. So grusig. Und dann laufe ich so vorbei und dann kommt er so mit «Hey, ist eine junge Frau. Und wo geht's her? Nices Outfit.» Also schönes Outfit, ich weiß nicht, was er gesagt hat, aber so schickes Outfit oder irgendwie so. Und wirklich, weißt du, ich bin mir schon also ich habe mich schon darauf eingestellt, dass wenn irgendwie mich jemand catcallt, dass ich es einfach straight up ignoriere und weiterlaufe. Aber der hat nicht aufgehört. Der ist so «Hallo, was ignorierst du mich?» Weißt du so? Und so eine halbe am Nachlaufen, Alter, ich hatte wirklich kurz Schiss gehabt. Und weißt du, in so einem Moment, im Nachhinein bin ich immer so, am liebsten würde ich einfach so schnell zurückschreien, so «Halt die Fresse!» Boah, jetzt ist gerade ein Dämon schnell aus mir rausgekommen. Nein, aber eigentlich wehren, aber irgendwie bringt sie eigentlich auch gar nichts. So, ich glaube, also die stärkste Waffe ist schon ignorieren, weil du kratzt ja dann auch so ein bisschen sein Ego, wenn du ihn ignorierst. So. Oder gar nicht drauf eingehst und dem keine Aufmerksamkeit schenkst. Aber gleich, es macht ja so etwas mit einem. Also ich bin gerade so angekommen und die sind auch alle gerade so gesagt, hey, alles gut so. Du siehst gerade so sad aus, so müde aus, was ist los? Und ich so, ja, also weißt, ich kann jetzt nicht mal mega erzählen, so, weil es ist ja eigentlich erst wieder vorbei gewesen, aber trotzdem so, habe ich krass gefunden, dass ich so selber gemerkt habe, dass es mir doch irgendwie gerade schnell so, weiß auch nicht, so gerade etwas mit mir gemacht hat. So, ich habe mich irgendwie gerade unwohl gefühlt in meinem Outfit, obwohl ich so die eigentlich denke, boah, voll geiles Outfit, so. Und das ist so schade. Aber ja, das war der Abend gewesen. Und wir sind jetzt gerade so ein bisschen am Planen gewesen, was wir so die nächste Zeit machen. Also vielleicht gehen wir wieder Flion. Wir sind ja letztes Jahr schon nochmal quasi mit der Gruppe nach Lyon gegangen für ein Wochenende. Das war so nice gewesen. Ich freue mich jetzt gar nicht, wenn ich daran denke, weil das ist halt, das ist unsere Erinnerung, dort haben wir uns kennengelernt. So, wir kennen jeden, okay, nicht jeden, aber so, das ist so unsere zweite Heimat irgendwie so, also das verbindet uns ja irgendwie auch ein bisschen. Und dann der Ort und der Shop, dort geht essen, dort in den Ausgang, also man kennt halt so alles. Ja, und halt nur schon mit einer geilen Freundesgruppe so ein Wochenende etwas machen und zusammen ein Airbnb haben, ist einfach schon ein geiler Vibe. Also ich freue mich extrem, wirklich, wirklich mega, mega fest. Genau. Was gibt es für Updates, Bro? Ich habe mir ein fucking iPad gekauft. Es ist eine ultra spontane Aktion. Also spontan nicht, weil ich habe schon lange gedacht, ich will das eigentlich mal kaufen, weil fürs Studium macht es so Sinn, weil also klar, ich schneide zum Beispiel alles auf meinem Laptop und so, aber so Storyboard-mäßig, wenn du so etwas zeichnen willst. Also für die nicht wissen, was ein Storyboard ist, einfach so quasi in Bilder so ein bisschen skizzenmäßig planen, wie ein Video soll aufgebaut werden soll. Ist ja nicht so wichtig, aber das ist halt mega pain. Also auf dem Laptop kannst du es nicht malen so. Und iPad ist für das echt geil. Und ich habe mir das schon lange überlegt und irgendwie bin ich aber immer so gewesen, ja, weiss dann nicht, und es ist teuer, bla. Und irgendwie ist das einfach so eine ultra sponti Aktion von «Alter, jetzt kaufe ich eins». Wir haben halt gerade an der Schule so einen IT-Shop, wo du so kannst Sachen kaufen und dann hast du einen Studentenrabatt und ich habe so gesagt, ja, let's go! Also ich bin eigentlich basically in den Shop reingelaufen und ich habe mich eigentlich nur informieren und dann ist der sie gekommen und sagt so, ja, dann das. Und ich so, okay, ja. Und dann ist er so, ja, willst du es gerade kaufen? Und ich so, ja, why not? Also es ist irgendwie so, ja, aber es ist, Alter, ich habe so Freude. Ich kann, I don't know, also es ist wirklich, es macht so Spass, dass auf dem Malen und so, ich weiß nicht, ich bin richtig hyped. Jetzt, wenn wir morgen in der Schule fängt dann eben Storyboard-mäßig an, weil ich habe ja das Animationsprojekt. Und dann muss ich mit Nina, meiner Kollegin, eben, wenn wir zusammen anfangen malen. Und sie hat eben ein iPad gehabt und wir haben immer auf ihrem halt so gemalt. Das ist halt, ja, du kannst halt Arbeit nicht aufteilen und so. Jetzt können wir das mal aufteilen und ich freue mich irgendwie, das ganze Storyboard dann auf meinem iPad malen. Genau, was ist noch? Der Gashi, habe ich ja letzte Woche erzählt, hat seine Operation gehabt. Die ist zum Glück gut gelaufen. Ja, eigentlich kann man gar nicht mehr dazu sagen. Man kann jetzt natürlich noch nicht auch sagen, ob das jetzt schon einen Auslöser hat, weil seine Probleme sind ja vor allem, dass die Augen und so entzündet sind. Beziehungsweise immer noch. Und dass halt wieder Auslöser jetzt rausgenommen worden ist. Aber man weiß es halt noch nicht 100%. Es braucht halt ein bisschen Zeit, bis man so herausfindet, ob das sich langsam wegentwickelt. Aber wir hoffen es wäre sehr geil, weil, Bro, das alles war so teuer gewesen. MRI,
Also die habe ich finanziert, weil einfach ich meinen Eltern ein bisschen helfen wollte. Aber das hat nur schon 500 Stutz gekostet. Dann noch die Operation und alles. Also wirklich, wir hoffen wirklich sehr fest, dass das etwas hilft. Genau. Was haben wir noch? Ich habe die hässlichsten Schuhe gekauft. Und ich finde es actually geil. Kennt ihr Axe? Und Axe finde ich eigentlich überhaupt nicht unterstützenswert. Vor allem, wenn sie nicht vegan sind. So. Also gut, vor allem einfach, wenn sie nicht vegan sind. So, wenn sie vegan sind, dann finde ich es eigentlich auch easy. Aber ich habe mir so eine Pilot-Dosenbach-Version gekauft. Also eigentlich habe ich ein paar andere Schuhe gebraucht, weil meine komplett kaputt sind. Habt ihr das mitbekommen? Ich bin an der Street Parade und mir ist ja eine fucking Sohle abgefallen. An der scheiß Street Parade, wo komplett voller Menschen ist und Scherben und alles am Boden liegen, habe ich habe so, ja, wie soll man das sagen, so ein bisschen Doc Martens mäßig, aber so Fake Doc Martens, wisst ihr. Und dann ist halt einfach die scheiß Sohle abgefallen und ich habe halt die Schuhe seit einem Säck oder so. Und ich habe es aber noch nicht aufgegeben, ich habe die hure Sohle dran geklebt und so. Und nachher am Big Air Chur ist sie mir einfach nochmal abgefallen und ich bin so, okay, jetzt müssen neue Schuhe gekauft werden. Und dann habe ich mir halt so ein bisschen ähnlich jetzt nochmal kaufen. Auf jeden Fall mit dem Can halt eben im Dosenbach gewesen. Und er sieht die hure Axe. Also so schwarze, weißt du, so. Ich nenne es jetzt gleich Axe, wenn es nicht original Axe sind. Und er hat die so angehabt. Ich habe ihn so mega ausgelacht. Ich so, haha, mega hässlich und so. Also ist Geschmackssache, oder? Aber ich habe es jetzt nie so nice gefunden. Ich habe es eher so ein bisschen weird immer gefunden. Und der zieht die so an und so, der will die kaufen und so. Und ich bin dann so, ja, es sieht eigentlich nicht mehr so schlecht aus. Und ich habe aus Joke halt die auch anprobiert. Und ich bin so, Alter, sind die bequem. Und irgendwie habe ich weiß auch nicht, ich habe so eine mega oversized Hose gehabt. Und es hat so geil gefittet bei mir. Ich habe mich einfach fucking verliebt in die Schuhe. Und ich hätte nie in meinem ganzen Leben gedacht, dass ich so Schuhe kaufe, weil ich wirklich nicht so ein Fan war von denen. Aber sie sind wirklich mega, mega bequem und ich finde es voll geil. Es macht irgendwie voll viel mit dem Outfit. Und halt wirklich gerade Winterschuhe. Ich besitze keine Winterschuhe. So klar, ist jetzt auch nicht die beste Art von Winterschuhen, aber ich finde so, für die Schule und so, weißt du, wie cozy, Alter. Das sind einfach eigentlich laufende Finken, so. Ja, darum sehr geil. Genau, und was ist noch? Boah, der Can, Riesenopfer, muss mal in den Zivildienst. Also er macht jetzt Militär nicht, sondern einen Zivildienst. Also musst du eigentlich so insgesamt ein Jahr lang irgendwo arbeiten. Und er tut es immer so ein bisschen aufteilen, dass er jetzt einmal im Monat pro Jahr irgendwo arbeiten. Jetzt muss er morgen seine Schicht wieder machen. Und er ist eigentlich selbstständig, was mega arsch ist. So. Weil wenn du selbstständig bist, dann also, kannst du ja eigentlich nicht einfach sagen, ja, ich gehe jetzt eine Woche irgendwo arbeiten, einen Monat. Und Selbstständigkeit, die muss ich einfach jetzt stilllegen. So, weil wenn du irgendwo schaffst, also irgendwo angestellt bist, dann geht das ja in dem Sinn. Oder zumindest besser. Ja, das ist ein bisschen Pain. Aber ja, und es wird nur schon komisch, weil er muss jetzt so wann muss er aufstehen? So um 6 Uhr oder so, oder halb 6 Uhr. Und ich muss halt so um 8 Uhr aufstehen. Und, nein, dann muss ich nur schon alleine mich ready machen. Weil sonst ist es immer so, dass wir so gleichzeitig aufgestanden sind und so. Und weißt du, dann machst du so einen Tee für beide und redest noch am Morgen. Und keine Ahnung, es ist einfach ein Vibe. Und jetzt, ja, und dann kommt er auch später heim als ich. Also eigentlich, ja, fucking weird. Aber ja, ich glaube, er freut sich auch nicht so. Er hat gar keinen Bock. Ich glaube, er ist auch ein bisschen nervös. Er muss so ich glaube, es ist so Hausabwart, so in einem Altersheim. Und es hat, glaube ich, noch recht strenge Regeln. So mit, du darfst gar nicht am Handy sein und alles und so. Und das ist schon ein Pain. Du, aber we will see. In einer Woche gibt es ein Update, wie es um Jansen geht. Ja, wir haben noch meine 2 Lieblingsformate. Und zwar das eine das lustigste von der Woche. Oh mein Gott, für das wir gerade einen Sip nehmen. Warte schnell. Da habe ich actually wieder mal eine lustige Story. Und zwar wieder mal mit meiner Kollegin Nina. Peace out. Es tut mir leid, dass ich so viel von ihr rede, aber ich sehe den Bre halt jeden Tag. So in der Schule und alles. Und ja. Aber auf jeden Fall. Wir 2 unterscheiden uns. Also nein, wir 2 haben eine Gemeinsamkeit, die uns unterscheidet vom Rest der Klasse. Und zwar können wir einfach beide wirklich nicht gut Englisch. Also, wir können das so verständigen, aber irgendwie, ich weiss auch nicht, ich habe voll den Zug verpasst von unserer Gesellschaft in der Schweiz, dass es normal ist, dass man hure gut Englisch reden kann. Weil weißt du, in der Schule am Anfang hat man ja so die Basics kennengelernt, so weißt du, in der Unterstufe. Und irgendwann habe ich so keine Ahnung, Dings verpasst. Also wie sagt man? Kurve verpasst? Nein, wie sagen wir dem?
die Abbiegung verpasst, dass man das jetzt irgendwie so auf einmal kann. Also nur schon im Gymi, wenn wir so eine Prüfung hatten, habe ich halt so Grammatik, habe ich das wie so müssen lernen und ich habe es probiert zu verstehen. Und wenn ich andere Streber gefragt habe, dann sind die so gewesen, so, ja, ich habe es einfach im Gefühl. So, ja, was, du hast einfach im Gefühl? Woher kommt das Gefühl? So, also die haben ja safe einfach alle Content und so und Film und alles auf Englisch geschaut und ich habe das nie gemacht. Ich habe nie, eben, Social Media, ich habe nur deutsche Influencer auf meiner For You-Page, so, es interessiert mich auch nicht, sobald ein englisches Video kommt, okay, mittlerweile schon besser, aber so gerade früher, was noch nicht so TikTok geht, ich habe nie englische YouTube-Videos geschaut, ich habe nie englische Filme geschaut oder auch englische Podcasts, so, eben auch aus dem Grund, weil ich es halt einfach nicht so verstehe, weil ich viel mehr in der deutschen Szene und so bin und alles, oder in der Schweizer Szene. Und darum habe ich irgendwie den Zug verpasst. Den Zug verpasst! Das habe ich gesucht. Nicht die Kurve, aber ja. Den Zug verpasst. Und irgendwie die Nina auch. Wir sind beide genauso, was das angeht, voll ähnlich. Und wirklich der Rest von der Klasse, die redet also perfekt Englisch. Und zum Beispiel unser Animationslehrer, er kommt von wo kommt er? Von England. Ja, ich glaube von England, oder schon, ja, England gab es. Und er redet Englisch, er kann schon auch ganz wenig so Hochdeutsch, Schweizerdeutsch so, also man kann sich schon verständigen, aber normalerweise reden alle mit ihm Englisch und er hat auch den Unterricht auf Englisch und so. Und verstehen geht eigentlich nicht schlecht, aber so reden, schlimm. Auf jeden Fall haben wir zuerst einen Vortrag, also wir haben beide einen Vortrag gehabt, über unser Projekt, haben das müssen vorstellen, der SRF-Leute, weil wir ja das Ganze für die SRF School machen. Und das ist echt voll gut gelaufen. Ich habe das Gefühl, wir haben voll gefetzt, Alter. Vor allem, weißt du, ich weiß auch nicht, das ist Nina halt wirklich funny. Sie ist so, weißt du, sie ist so, immer vorstellen, die auf dem SRF, die sind so, also gerade der eine Typ, so, ich hoffe, der hört das jetzt nicht. Nein, es ist nicht ein Front an dich, aber so ein bisschen ernst, weißt du, er ist so mit den Armen verschränkt angehockt, so macht so ein ernstes Gesicht und man hat so ein bisschen Angst vor ihm gehabt und irgendwie alle haben so einen Vortrag, also haben ihren Vortrag halt so, ich sag mal, auf die Professional, weißt du, so herzlich willkommen zu meinem Vortrag mäßig gemacht und ich und Nina, wir gehen halt führen und geben halt zuerst mal einen kompletten Fick. Sie sagt auch so, Leute, sind ihr ready? Und dann ist so einfach komplett still auf awkward und sie so, Uäh! Und einfach alle von der Klasse machen mit, das war so funny gewesen. Aber das ist nicht mal der funny Part von der Story. Jetzt kommt es eben, dass wir nachher den ganzen Vortrag, also der Vortrag ist gut gelaufen, dann haben wir den ganzen Vortrag, dann müssen so Musikstudenten zeigen, weil die dann eventuell könnten für uns etwas komponieren, das wir für das Animationsvideo brauchen können. Das heisst, wir haben uns das ganze scheiß Projekt vorstellen. Und es ist mega gang und gäbe, dass man an der ZHDK eigentlich auf Englisch den Unterricht führt. Jetzt gerade zum Beispiel so Musik oder so, weil da halt Leute, die international sind, kommen oder Ballett oder so. Voll. Das heisst, da hat es wirklich ein paar Leute in dieser Klasse gehabt, die halt nur Englisch verstehen. Heisst, wir haben unseren Vortrag müssen auf fucking Englisch machen. Und wirklich Nina und ich, wir schauen das auch so an und sind so, nein. Also Nina war verdammt nervös gewesen. Und ich bin so gewesen, Alter, scheißegal. Wir stehen dort her, wir nehmen unsere Eier in die Hand und wir sagen einfach, wir können kein Englisch. Und dann reden wir einfach irgendetwas. Und ich mir vorstellen, Alter, wir hätten das filmen sollen. Digga, das ist so lustig gewesen, wie einfach, weißt du, alle so ernst drin sind, die Musikstudenten sind auch so ernst, weißt, die sind so alle am Notizen machen von unseren Vortrag und Nina und ich, wir stehen dort vorne und es ist einfach so lustig, weil wir uns so gegenseitig nicht haben können helfen, also wirklich so, eben, wir haben dann, also, weißt du, so Basic Englisch können wir ja schon, aber wir müssen unser Ding vorstellen, was um das Thema erneuerbare Energie und Wasserkraft geht. Ich könnte nicht mal sagen, was erneuerbare Energie auf Englisch heisst. Also New Energy, hätte ich jetzt gesagt. Also. Und wir haben halt komplett nur so übersetzt. Oder so, weißt du, so Menschenkraft. Wir sind so, ja, Human Force oder so. Nein, es ist so, wir sind wirklich da vorne gewesen. Wir haben beide einfach einen kompletten Lachflash gehabt. Und wahrscheinlich haben sich einfach alle in dem Saal wahrscheinlich gedacht, Digga, what the fuck? Also es ist wirklich so, es ist einfach so still in dem Raum gewesen. Wir haben vorhin einfach beide einen Lachflash gehabt, weil wir so gemerkt haben, wie scheiße wir im Englisch sind. Und wir uns die ganze Zeit am entschuldigen und so and there is a thing, wie sagt man denn? Weißt, ja, okay, ich kann es gerade voll nicht. Ich hoffe, ihr versteht den Vibe. Es ist so peinlich und lustig gleichzeitig gewesen. Und dann haben auch Leute aus dem Publikum manchmal so das englische Wort hineingerufen, weil uns noch das Deutsche in den Sinn kam. Und wir so gefragt haben, wie das jetzt heisst. Ja, das war sehr funny gewesen. Weil wir einfach komplett hilflos sind. Das war schon ein sehr funny Moment von der Woche gewesen, sage ich ehrlich. Das war richtig lustig gewesen. Und wir haben ja auch noch einen Kommentar, den wir da kurz beantworten können. Und zwar von der lieben... Oh, ich merke, ich glaube, ich habe schon mal einen Kommentar von dir genommen.
Das sehe ich erst jetzt, aber ich habe ihn schon rausgesucht. Aber dann nehme ich ihn sonst Namen von dir. Ich weiss zwar deinen Namen nicht, aber dein Name da steht so quasi es grösser als 3, also so ein Herzchen. Und du hast geschrieben, hey, wieder mal eine super Folge, merci vielmals. Ich habe auch noch eine Frage, und zwar würde mich interessieren, wie der Kontakt zu deiner Familie sich verändert hat, seit du ausgezogen bist und wie man noch so guten Kontakt pflegen kann. Ich habe jetzt actually gar nicht geschaut, von wem der Kommentar ist, weil ich eigentlich die Frage noch geil gefunden, weil ich bin jetzt eben gerade letzte die Heime gsi, wieder mit meinen Eltern, und ich merke schon, dass sich irgendwie da etwas mega verändert hat. Also ja, halt wie der Kontakt oder wie sagt man, der Umgang miteinander. Also ich bin jetzt viel mehr jemand, der halt quasi auf Besuch heimkommt. Also wenn ich dann daheim bin, dann bin ich selten dann einfach in meinem Zimmer am chillen oder irgendetwas am machen. Weil wenn du daheim wohnst, dann kann ich, dann bist du ja mega oft in deinem Zimmer oder bist irgendetwas am machen oder am Fernsehen schauen oder whatever so. Also bist du ja viel mehr alleine, sag ich mal. Und wenn ich halt wirklich jetzt auf Besuch heimkomme, dann bin ich zuerst mal wirklich so 4 Stunden lang mit meinen Eltern am Reden und am Updaten und so. Und ich genieße das schon sehr fest. Also ich finde es schon echt nice, zum irgendwie, also meine Eltern sind so quasi meine Kollegen geworden ein bisschen. Und das fühle ich irgendwie, also ich finde es irgendwie schön. Ja, und dann ist immer, also meine Eltern sind dann auch viel mehr so am «Hey, jetzt kommt Nathalie heim, wenn wir etwas unternehmen, wenn wir etwas machen, wenn wir noch spazieren, wenn wir schön essen.» Und es ist halt viel mehr Quality Time irgendwie in dieser kurzen Zeit, wo man daheim ist. Also was auch voll verständlich ist, aber wenn ich ja daheim wohne, dann ist es eben komplett anders. Das merke ich zu meinen Eltern mega unterschiedlich. Und bei meinen Geschwistern würde ich sagen, ja, es ist schon ähnlich. Also ich habe jetzt nicht mega viel so krasse Deep Talks, aber ich glaube, das ist ja, also ja, haben viele wahrscheinlich so unter Geschwistern. So ab und zu gibt es wieder mal einen Deep Talk, aber eben, es ist jetzt gerade so, im Vergleich zu meinen Eltern, ist es jetzt schon so, dass ich viel mehr Zeit mit meinen Eltern jetzt verbringe, wenn ich heimkomme, als mit meinen Geschwistern. Halt, weil die eben genau auch so halt dort wohnen und in ihrem Zimmer sind und ihr Ding machen so. Voll. Und ich sie halt dann auch automatisch weniger gesehen, halt, weil ich nicht daheim wohne. Ja, das hat sich schon ein bisschen geändert. Aber was halt wiederum auch geil ist, dass ich meine Geschwister die einfach so daher auf Besuch laden kann. Es war auch mein Bruder letzte da und dann verbringst du halt so komplett Quality Time mit deinen Geschwistern, was halt eben vielleicht auch weniger machst, wenn du daheim wohnst. Und das finde ich schon sehr geil. Oder dass ich mal heimkomme, zu meiner Schwester Auto fahren, weil sie halt für die Autoprüfung lernen und so. Einfach so Sachen. Also man tut in dieser kurzen Zeit, wo man sich sieht, viel mehr irgendwie... Man hat viel mehr Quality Time, so, als wenn man die ganze Zeit über eine lange Zeit aufeinander hockt, sage ich mal. Und das finde ich schon sehr geil. Voll, und ja, quasi wie ich den Kontakt kann behalten, das ist ja auch automatisch. Also ich habe ja manchmal nicht so meine Gründe, warum ich heim muss gehen. Zum Beispiel habe ich jetzt mein Polizeikostüm daheim holen, so Sachen halt. Oder wenn du etwas von daheim brauchst. Oder einfach sonst so, wenn irgendwie unsere Großeltern auf Besuch kommen oder whatever so, dann geht mir auch heim, weil es so ein Herbstessen gibt oder whatever. Ich bin jetzt auch letztens viel heimgegangen, weil irgendwie Kilby bei uns im Dorf war und dann pennst du halt nachher heim. Einfach so Sachen. Oder manchmal vermisse ich sie halt wirklich auch. So. Das ist auch echt auch etwas so. Meine Mama schreibt auch mega oft so, «Hey, ich vermisse dich gerade, wann kommst du wieder heim?» Was mega herzig ist. Voll. Das würde ich sagen, hat sich so am meisten verändert. Und ich genieße es irgendwie fast. Also ich habe das Gefühl, ich habe fast eine bessere Beziehung zu meinen Eltern. Also ich habe schon vorher eine mega gute Beziehung zu meinen Eltern gehabt. Aber ich habe das Gefühl, jetzt fast noch ein bisschen besser, weil man sich eben vermisst, wenn man so Raum hat, einander gibt und wenn man sich sieht, dass man dann eben die Quality Time zusammen hat und so die Gespräche und so. Und das finde ich schon sehr, sehr geil. Genau. Ja, jetzt habe ich gerade absolut keine geile Überleitung zu meinem Thema nicht, aber ich will jetzt gleich drauf. Ich habe das Gefühl, die Podcast-Folge geht ewig. Ich habe jetzt gerade schon eine halbe Stunde geredet, kann das sein? Aber ich hoffe, ihr habt es gleich spannend gefunden. Aber ja, jetzt ist gerade viel zu fest ins kalte Wasser geworfen mich nicht. Aber ich glaube, ich fange gleich nochmal beim Swiss Influencer Award an, weil dort ist es mir so ein bisschen aufgefallen. Also nicht, dass ich jetzt mega neidisch oder so war, das will ich jetzt nicht nominiert oder so, aber dort ist mir so der Konkurrenzkampf ist mir aufgefallen. So, wie absurd ist es eigentlich, dass wir ja irgendwo Friends sind, also so, keine Ahnung, so, eben so mit anderen Leuten, mit anderen Influencern so, wir sind ja irgendwo Friends, aber wir sind ja irgendwo auch Konkurrenz. Also, was irgendwo nicht stimmt, aber irgendwo auch schon. Also jetzt gerade beim Swiss Influencer Award ist mir ja offiziell Konkurrenz. Also nur schon Emma und Leila sind beide in der Kategorie Lifestyle nominiert gewesen und sind ja in dem Sinne Konkurrentinnen gewesen. So obviously mag man es am anderen ja auch gönnen und so. Aber ich finde es eigentlich gleich etwas
etwas mega Weirds. So, und ja, dann bin ich so ein bisschen, also, ja, okay, das ist jetzt mega dumm. Aber irgendwie so habe ich dann so ein bisschen die Schlaufe zu dem heutigen Thema gemacht. So. Und ich finde eben, wie gesagt, es ist ja eigentlich auch ein Thema, wo komplett jeder im Alltag mal immer wieder so mitbekommt. Die einen mehr, die anderen weniger. Und ich habe selber auch so für mich so ein bisschen probiert zu reflektieren, in welchem Moment ich das han oder kann. Und zwar haben das vor allem, also, was habe ich da aufgeschrieben? Aussehen ist früher, oder vielleicht manchmal auch heute noch, wo ich mich vielleicht so ein bisschen wünsche, wo man sich miteinander vergleicht, wo man vielleicht ein bisschen eifersüchtig ist, weil jemand findet, der Body sieht schöner aus oder das. Also es ist ja, das ist für mich gerade früher ein starker Konkurrenzkampf gewesen. Ich habe ja auch letzte Woche aus meinem Tagebuch vorgelesen, dort ist es auch mega darum gegangen, dass ich mit meiner Schwester, also mit meiner Schwester ihrem Körper verglichen habe oder keine Ahnung, einfach so Sachen. Und mit meiner Unsicherheit, einfach mit Unsicherheiten so, kann ich, weil ich gefunden habe, ich habe viel zu kleine Oberweite, dann habe ich mich ja so hart fokussiert. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn ihr irgendwie mit irgendetwas unsicher seid in eurem Körper, dann fällt euch mega fest auf, wie es bei anderen ist. Also zum Beispiel der Can, seine Unsicherheit sind ja so seine Haare, dass er nicht mehr so viel Haar hat. Und ihm fällt extrem auf, so, boah, der hat so eine schöne Hairline, boah, der hat so schöne Haare. Das fällt mir nicht mal auf. Und bei mir ist ja früher eben genau immer das Ding, boah, die hat so schöne Oberweite und boah, so bla bla bla, so dünne Beine, keine Ahnung was. So, das ist halt schon eben, wenn du Unsicherheit hast, dann kann in diesem Bereich manchmal nicht auftauchen. Oder was haben wir ja Noten, eben, so wenn meine Brüder immer mit 5,5 und 6 heimkommen, dann kann ich halt auch nicht entstehen. Oder wenn die beste Kollegin immer gute Noten hast und du hast immer scheiß Noten. Wilder Punkt, aber muss ich echt auch oft, also muss ich auch echt, ich kann nicht mehr reden, muss ich echt auch zugestehen, es ist spät, muss ich echt auch gestehen. Ja, jetzt habe ich es geschafft. Und zwar bei Jungs besser ankommen. Also ich hatte das gerade in der Sek gehabt, dass das einfach so ein bisschen der Konkurrenzkampf war von, man will, also wenn du jetzt zum Beispiel eine beste Kollegin hast, die immer bei den Jungs gut ankommt und immer alle Jungs bekommt und du bist eigentlich einfach so der hinten reinläuft und wo niemand bekommt, das macht auch safe etwas, also macht ja auch etwas mit einem so mega fest. Und da kann auch nichts entstehen. Oder nur schon, wenn du Interesse an einem hast und der hat aber mehr Interesse an deiner besten Kollegin als an dir oder so, dann kann ja auch nicht entstehen. Voll. Dann allgemein so Aufmerksamkeit von jemandem bekommen. Also eben, das kann ein Schwarm sein, das kann eigentlich allgemein nur schon sein. Ich weiss nur schon, ganz früher in der 6. Klasse war das bei mir mega ein Ding gewesen, dass, gut, das war ja allgemein mega toxisch gewesen, so die Klasse so, aber dort sind wir auch so ein bisschen in dem Freundeskreis gewesen, wo es eine Anführerin, sage ich mal, in unserer Girly-Gruppe gegeben hat. Und da habe ich schon selber gemerkt, dass ich neidisch, also sie hat es halt so ein bisschen taktisch gemacht. So. Sie hat so, mit der hat sie mal chillt, mit der hat sie mal chillt, mit der. Aber wir untereinander haben quasi nicht untereinander chillen, weil sie sonst hässlich geworden ist. Und du hast wie, ja, sie hat es quasi geschafft, dass wir eigentlich uns nur gut gefühlt haben, wenn sie uns Aufmerksamkeit gegeben hat. Oder wenn du das Gefühl hast, du bist der Liebling von ihr. Und da, Digga, das war auch so crazy, eben mit Neid verbunden gewesen, dass wenn sie mal jemand anderem dann mehr Aufmerksamkeit schenkt, dass du komplett neidisch bist auf die Person und hässlich bist und whatever so. Digga, da ist das toxisch gewesen. Aber eben, weißt du, so Sachen mit Aufmerksamkeit mäßig oder, ja, weiß auch nicht, es kann eben nur schon simpel sein, dass wenn zum Beispiel die Eltern deinen Geschwistern die mehr Aufmerksamkeit geben oder, ja, weiß doch nicht, einfach so allgemein aufmerksame Sachen. Und, auch spannender Punkt, ich merke es halt eben, wie gesagt, bei Social Media. Ich habe einen extra Punkt gemacht, wo ich das dann nachher genauer erläutere. Alter, was ist heute mit mir Deutsch los? Hey, Scheiße. Aber grundsätzlich kann man es so ein bisschen verallgemeinern, dass bei den meisten Leuten so ein bisschen Neid entsteht, wenn es um das Thema Fähigkeit geht, um Erfolg, um Anerkennung oder vielleicht auch Materielles oder einfach Beziehungen etc. Genau. Und man kann es so ein bisschen unterteilen in 2 Arten von Neid. Und zwar zum einen so ein bisschen, ich habe das gegoogelt, beziehungsweise ChatGPT wieder mal gefragt. Zum einen gibt es einen benigner Neid. Das ist eher ein bewundernder Neid, also ich würde sagen eigentlich ein positiver Neid. Also es kann eigentlich zu Inspiration führen und statt irgendwie feindselig zu sein, fühlt man sich irgendwie eher motiviert, so selber etwas erreichen, so das Gefühl ist weniger von Missgunst prägt und mehr von Ansporn. Also das ist der benigner Neid. Und dann gibt es aber den malinger Neid. Das ist halt eher das Negative, das, was man eigentlich meistens mit dem Wort Neid verbindet.
dass man sich halt eher vom Erfolg von anderen bedroht fühlt. Und das führt dann eben oft zu Feindseligkeit oder halt eben so, dass man die Person dann fast ein bisschen abwertet. Kennt ihr das, den Spruch von der Shirin David, so, dass man Leute in den Schatten stellt, damit man selber scheint. Also man möchte quasi, dass der andere das, was er hat, verliert, weil man selber davon profitieren möchte oder sich dadurch besser fühlt. Also quasi sein eigenes Selbstwertgefühl dann so ein bisschen pusht, indem man andere abmacht. Und das ist ja so ein bisschen eben das, was die meisten damit verbindet. Und auf das gehe ich auch so ein bisschen ein. Klar ist jetzt das recht stark, also finde ich es krass ausgedrückt so, weil eben nicht kann ja auch etwas dazwischen sein oder etwas eben kleine Situationen im Alltag und jetzt nicht komplett, oh mein Gott, ich will, dass die Person zerstört wird, damit ich mich gut fühle und Platz im Raum habe, sondern einfach eben so kleine Sachen, dass man so ein bisschen selber merkt, hey, irgendwie bin ich da ein bisschen neidisch gerade. Oder ich merke gerade so selber irgendwie, vielleicht mag man es jemandem nicht gönnen oder einfach, es kratzt ein bisschen am eigenen Ego. Es macht etwas mit einem, obwohl es ja eigentlich vielleicht gar kein Konkurrenzkampf müsste sein. Also jetzt zum Beispiel, ich weiss nicht, du bist jetzt mal aussehetechnisch auf jemanden eifersüchtig, weil jemand, weiss auch nicht, so und so aussieht und du nicht. Und du möchtest so aussehen. Aber eigentlich ist es ja genau einfach der Konkurrenzkampf, den du in dir rein machst. Weil rational gesehen gibt es ja, also klar, Schönheitsideal, bla bla bla, aber weißt du, was ich meine, so, oder zum Beispiel Jungs besser gefallen, das kannst du ja gar nicht verallgemeinern. Also, da gibt's also jeder hat ja einen anderen Type so und nur weil die Person so aussieht und du das Gefühl hast, das ist besser, heisst ja nicht, dass es so ist. Und dass ein Konkurrenzkampf da entsteht, also wie, nur weil andere Erfolg haben, nimmt dir das den Erfolg nicht. Oder nimmt dir das nicht die Möglichkeit, zum auch Erfolg zu haben. Es hat ja wie für beide Platz. Und ich glaube, das ist etwas, was wir aus dem Kopf mega irgendwie fehlinterpretieren, weil es ja eigentlich nicht ein Konkurrenzkampf ist. Also es muss ja nicht ein Kampf sein, so entweder du oder ich, sondern es können beide sein. Oder alle. So. Und jeder Mensch ist auf seine Art schön. Das hat jetzt gerade viel zu banal getönt. Aber ihr wisst, was ich meine. Genau. Und wir fragen uns jetzt natürlich, wie genau Neid entsteht. So ganz simpel gesagt, machen wir mal einen Ablauf. Wir befinden uns jetzt einfach mal in einer Situation, irgendwo, wo es einen Auslöser gibt. Wo man sich irgendwie mit einer Person vergleicht, wo in irgendetwas besser ist. Und da fängt es dann eigentlich im Hirn oben an, weil das Hirn denkt eigentlich, dass es eine Bedrohung ist für unser Selbstbild. Also es kratzt, wie gesagt, so ein bisschen an unserem Ego und es verunsichert uns einfach. Also es führt zu Stress und zu einer negativen Haltung, weil wir wie eigentlich so ein bisschen selber einen Schutz aufbauen. Also weil wir halt wie eben selber merken, dass wir uns selber ja dann irgendwie automatisch schlecht machen und ja, wir uns dann automatisch irgendwie schützen. Und das verarbeiten wir so, indem wir irgendwie, also es gibt mehrere Möglichkeiten, aber zum einen zum Beispiel, dass man Ausreden sucht, um sich selber und die Person irgendwie anders wahrzunehmen. Also dass man so eben das mit dem anderen in den Schatten stellen, zum selber scheinen, dass man eben Ausreden sucht, ja, aber ja gut, ich habe jetzt kein Beispiel, aber dass man halt wie, wenn jetzt jemand anderes Erfolg hat, ja okay, das ist jetzt vielleicht ja nur, weil sie, weiss doch auch nicht, vielleicht hat sie ja etwas mit dem Lehrer sich eingeschleimt und weiss doch nicht. Ja, einfach so, man sucht Ausreden. Man macht es der anderen Person nicht gönnen. Und man macht das bewusst oder unterbewusst, um eben selber so ein bisschen eine Erklärung zu finden, warum man es selber nicht geschafft hat oder warum man selber nicht den Erfolg hat. Ja. Es kann aber auch, also man kann es auch anders verarbeiten, eben in dem positiven Sinn, dass es eigentlich quasi motivierend kann sein, also so zum diesen Mangel quasi so beheben. Und das finde ich eigentlich geil. Würde ich eigentlich, ja, finde ich, also ich finde, darum kann nicht eigentlich auch etwas Positives sein, wenn das einem anspornt, um seine eigenen Ziele weiterzuverfolgen und quasi das nicht auf andere projizieren, beziehungsweise andere schlecht machen, sondern ja, sich selber verbessern, so, sich selber eine Motivation finden. So. Ja, und jetzt stellt sich auch die Frage, wieso zum Fake gibt es nicht? Also abgesehen davon, dass es motivierend sein kann, aber das andere so. Und da habe ich eben auch ChatGPT gefragt, aber ich finde es noch spannend, weil also es hat ja safe schon so ein bisschen im Urgestein zu tun, so, dass unsere Vorfahren da irgendwie so ein bisschen überlebensmässig haben sich mit anderen vergleichen, so um einschätzen, wie gut ihre Überlebenschancen sind und ja, einfach so ein bisschen so. Oh, jetzt habe ich gerade das Ding verloren. Warte.
Ah ja, meine Notiz ist gerade verschwunden, Hilfe. Aber es gibt auch noch andere Gründe und die habe ich auch spannend gefunden. Und zwar, unsere Gesellschaft ist auf Wettbewerb und Status ausgerichtet und das macht eigentlich so, also es macht nicht Sinn, aber es stimmt halt literally. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber man wächst ja nur schon vom Schulding mega auf. Es geht die ganze Zeit um Erfolg. Man muss Erfolg im Beruf haben, man muss Erfolg in der Beziehung haben, man muss eine gute Familie, man muss eigentlich, das Ziel ist, ein perfektes Leben haben, das komplett voller Erfolg ist und also, ich weiß auch nicht, nur schon wenn du mit den Großeltern am Tisch hockst, oder ich weiß es auch nicht, also ja, kann ich, kommt drauf an. Wisst ihr, dass es nur, oder wenn mittlerweile ein Familienessen, dass jeder eigentlich nur von seinen Erfolgen erzählt, so, oder auf Social Media, du siehst ja alles, es ist ja alles, geht nur ums perfekte Leben. So, wir alle erzählen Dinge gefühlt nur von unseren Erfolg, so. Also ich merke es von mir selber auch so, ich erzähle jetzt nicht, also meine Beziehung zum Can ist ja nicht perfekt. Aber vielleicht wirkt das nach außen so, weil ich ja jetzt nicht einfach eine Story mache, Leute, heute haben der Can und ich komplett beeft oder hey, das ist ja etwas, was ich eigentlich privat halte. Aber das heisst ja dann eigentlich nicht, dass es perfekt ist. Aber irgendwo tue ich es ja vielleicht für euch perfekt darstellen, weil ich ja nur die schönen Sachen zeige. Beziehungsweise, wenn der Can mal romantisch ist und mich mit einem fucking Blumenstrauß vom Flughafen abholt, dann ist das für mich, dann poste ich das, weil ich ja in dem Moment glücklich bin, aber das ist ja für euch vielleicht ja genau das Ding, wo vielleicht dann bei anderen nicht auslöst, wo man dann eben genau vergleicht, so hey, mein Freund würde das niemals machen, der schenkt mir nie Blumen und dann fängt man an neidisch zu sein. Und eigentlich ist das so ein scheiß Wettbewerb, wo wir uns alle drin befinden und eben gerade auch Aussehen, auf Social Media ist ein riesen Ding. Ja, und auch Status, also früher war es ja noch mehr das Ding, dass man so mit Familienehre und so, dass man irgendwie mega das Gefühl hat, man muss nach außen eben so perfekt wirken und ja, das ist echt, das ist so krank. Also eben, wir streben nach Anerkennung und Lob, das finde ich, das merkt man auch mega in unserer Gesellschaft, dass man will, dass die Eltern stolz auf einem sind, ja, dass man Anerkennung bekommt von außen, Lob, eben wie gesagt, ja, so ein bisschen das. Und dass viele ihr ganzes Selbstbild und ihr Selbstwertgefühl quasi von dem abhängt. Also dass viele das Gefühl haben, nur wenn ich gute Noten schreibe, dann bin ich etwas wert. Nur wenn ich gut aussehe, bin ich etwas wert. Also gerade so in der Pubertät habe ich das selber mega gemerkt. So, mein ganzes Selbstwertgefühl ist von meinem Aussehen abgehängt. Ich habe das Gefühl gehabt, wenn ich erreiche, dass ich einen geilen Körper habe, perfekt aussehe, dann bin ich glücklich in meinem Leben. Und dann habe ich auch ein mega krankes Selbstwertgefühl. Aber das sind ja das ist ja ein Punkt von Millionen Sachen, wo, also wie es blöd gesagt, der fucking Madison Beer, wo genau am fucking Schönheit, ich rede viel fucking, sorry Mami, vom Schönheitsideal entspricht, sage ich mal, auch sie hat Insecurities, auch sie, ja, gibt Sachen, wo sie sich unwohl fühlt und eben das muss ja nicht mal nur mit dem Körper oder mit dem Körper zusammenhängen, sondern auch sonst mit ganz, ganz vielen Sachen. Und trotzdem werden wir, glaube ich, nie an den Punkt kommen, wo wir komplett selbstbewusst sind, aufgrund von, weil wir etwas in dem Sinn erreicht haben, sondern das fängt ja viel mehr im Inneren von uns an, so im inneren Peace und dankbar sein für das, was man hat und nicht nach dem nur suchen, was man nicht hat und traurig sein über das und so. Genau, voll. Und das ist ja auch ein Grund, warum es halt nicht gibt, weil man das Gefühl hat, also wenn ich mir eben so mich mal erinnere, was jetzt zum Beispiel auch Not oder so angeht, oder ja, Aussehen ist jetzt auch ein Ding, so, dass ich das Gefühl habe, mein ganzes Selbstwertgefühl hängt von dem ab und ich dann neben mir eben zum Beispiel Geschwister habe, die gute Noten heimbringen oder so, dann tue ich mich ja selber wie unterkategorisieren und habe mein Selbstwertgefühl, also ja, baut sich halt mehr ab, weil ich das Gefühl habe, ich bin weniger wert, weil ich schlechte Noten mache oder weil ich das Gefühl habe, ich sehe nicht gut aus oder keine Ahnung, einfach so Sachen, was so krank ist. Ja, darum würde ich jetzt behaupten, gibt es nicht auf dieser Welt. Und ich habe ja vorher schon gesagt, dass Social Media ein recht grosses Thema auch ist. Ich bin jetzt vorher schon ein bisschen darauf eingegangen, so mit das perfekte Leben zeigen und Erfolg zeigen und so. Aber ich finde auch so Zahlen, so wie Follower und Likes und so, dass das schon noch mehr verstärkt. Weil das ist halt wie so 1:1 auf dem Papier so, wer jetzt quasi
mehr Erfolg hat, sage ich mal. Also ich merke es jetzt gerade bei mir so, weil ich halt wirklich Content Creatorin bin und in dem Sinne zahlenabhängig bin. Also das ist ja in dem Sinne mein Job und man fängt dann auch an zu vergleichen. Und ich habe es bei mir, wenn ich ganz ehrlich bin, auch schon recht früh gemerkt, dass wenn du mit dem Social Media Zeug anfängst, dass du dich eigentlich mit allen gut verstehst und du bist auch Friends, aber da ist halt wirklich einfach so etwas im Raum, wo du halt, eben, du bist gleichzeitig auch so eine Konkurrenz, was so scheiße ist und das ist echt schwer. Also das finde ich irgendwie noch schwer, um damit umzugehen, weil eigentlich kann es einem scheißegal sein, aber ich merke dann gleich, dass es eben selber etwas mit einem macht. So, eben wenn es zum Beispiel darum geht, dass mal bei dir ein Video schlecht läuft und so, oder bei dir allgemein gerade so zahlentechnisch gerade nicht so gut läuft und bei anderen läuft es dann gut und dann merkst du, dass vielleicht eben so ein bisschen eine Eifersucht entsteht von «Scheiße, wieso läuft es bei mir nicht gut?» und das macht dann etwas mit meinem Selbstwertgefühl, dass ich dann irgendwie, dass mein Selbstwertgefühl so von diesen Zahlen abhängt, was so dumm ist. Ja, oder ich habe ja auch recht früh mit YouTube angefangen. Also beziehungsweise ich bin einer der ersten Influencer in der Schweiz so, und mit TikTok sind dann echt viel dazugekommen. Und ja, das kann ja dann auch so ein bisschen etwas mit einem machen, wenn man das schon so lange macht und jemand vielleicht das erst so ein Jahr lang macht und dich dann so links überholt irgendwie. Was so dumm ist, weil eigentlich so jeder, der Erfolg hat, dem mag ich das komplett gönnen, weil der hat für das geschafft, der hat das verdient, so, der oder die, ist ja gleich. Und nur weil jemand Erfolg hat, heisst das ja nicht, dass ich dann keinen Erfolg habe. Und das ist so Mindfuck, Alter. Und eben, vielleicht kennt ihr das auch von Noten, weil das ist ja wirklich genau also das Zahlending. Und das merke ich schon sehr, dass es komplett mit dem Druck verbunden ist und eben mit dem Konkurrenzkampf ein bisschen. Und gerade eben, wenn es dann so Swiss Influencer Awards gibt, was dann wirklich genau ein Konkurrenzkampf ist, dass es dann irgendwie, dass dann einfach so etwas im Raum steht, wo ich eigentlich nicht nice finde. Der ganze Druck mit Zahlen und Vergleichen und so. Und irgendwie ist es aber gleich da. Und das finde ich so ein bisschen ass. Aber ich finde es spannend, weil, also jetzt auch bezüglich Social Media, finde ich, kann man auch noch das Thema Hate so ein bisschen ansprechen, weil ich würde sagen, das hat auch sehr viel mit Neid zu tun. Also man hört ja immer so, ja, die sind nur neidisch, wenn jemand so hate oder so, aber es hat wirklich etwas mit dem zu tun. Also wenn deine Eltern immer gesagt haben, so, ja, die sind nur neidisch, wenn dich jemand gehatet hat, das hat wirklich etwas mit dem zu tun, weil das sagt mehr über die Personen etwas aus, als über dich. So, weil viele verstehen nicht, dass ihr Hassgefühl gerade ein eigenes Problem ist. Und sie projizieren es quasi auf dich oder eben andere Leute. Also eben, wie gesagt, sie stellen so dich in Schatten, damit sie selber scheinen. So. Und das ist genau das. Also ihnen geht es besser, wenn sie dich kurz schlecht machen. Oder eben, vielleicht hast du irgendetwas gepostet oder keine Ahnung was, wo sie keinen triggert, wo sie irgendwo neidisch sind, auch wenn sie es nicht wieder zugeben und auch wenn sie es vielleicht auch selber gar nicht merken, sondern sie fühlen sich irgendwo triggert und fangen dann an selber Gründe zu suchen, so, oder keine Ahnung, müssen das jetzt gerade voll einfach reinballern, damit sie sich selber besser fühlen. Und das Beste ist ja noch, wenn es mehrere Leute gibt, die sich vielleicht eben von dem Trigger fühlen und die neidisch sind und dann quasi sich gegenseitig bestätigen. Also es gibt, glaube ich, nichts Geileres für jemanden, der neidisch ist, sage ich jetzt mal, für einen Hater, dass er dann auch noch Bestätigung bekommt vom Hate, indem Leute den Kommentar liken und so, weil das ja genau ihm das Gefühl gibt von «ich habe recht» und also quasi er gibt sich dann oder sie selber die Bestätigung von so, ich bin nicht etwas Schlechteres. So, das ist so fucking krank, aber es macht so Sinn. Eben, weil du dann selber irgendwie einfach das Selbstwertgefühl oder das Ego kurz gekratzt wird und das selber wieder musst aufbauen und das zum einen kannst schnell von dir wegstreichen, indem du die andere Person schlecht machst und dann aber gerne eine Bestätigung von anderen bekommst, wo es genau gleich scheiße geht. So. Also wo genau das Gleiche fühlen und ja, ihr habt es verstanden. Voll. Und was man auch noch sagen kann, es gibt doch auch das haben Sie sicher auch schon gehört, das Pretty Girls Don't Hate. Das macht auch komplett Sinn. Und also vor allem, weil es ja eben, wenn du, also pretty muss ja nicht mal wirklich heißen so Schönheitsideal entsprechend, sondern also pretty sind ja eigentlich die Menschen, oder man selber fühlt sich schön, wenn man sicher ist, selbstsicher. Und die sind eigentlich
genau die nicht haten. Weil wenn du selber mit dir zufrieden bist, wenn du kein niedriges Selbstwertgefühl hast, dann bist du ja eigentlich, wie gesagt, zufrieden mit dir ist und darum auch nicht neidisch auf andere kannst sein und darum auch nicht hatest. So, und darum, es macht komplett Sinn. Aber ich finde es gleichzeitig auch geil, weil der Kommentar, also da sehen wir ja oft so auf TikTok, wenn irgendjemand etwas Böses kommentiert auf ein TikTok, wo jemand schön aussieht, so quasi, haha, pretty girls don't hate. Du gehst eigentlich wie genau zurück, du tust sie eigentlich genau damit konfrontieren, damit sie selber eben so, also du tust sie eigentlich genau mit dem triggern. Du tust ihnen den Spiegel voranheben, so, hey, du bist gerade auch fucking unsicher, weil du dich selber nicht pretty fühlst, so. Ja, darum irgendwie funny, ja, genau. Und das geht jetzt kurz in die andere Richtung, aber Pick Me. Und das, Alter, ich sage euch, ich habe langsam die Schnauze voll von dem huren Pick Me. Ich finde, safe, es gibt Leute, die schon sehr in dem Sinn genau Pick Me sind, so wie ursprünglich der Begriff genutzt worden ist, vor dass jemand komplett nur nach Aufmerksamkeit sucht und, weiss doch nicht, irgendwie so mit keine Ahnung. Kennt ihr so, ja, weiß auch nicht, ich habe mal so mit einem Typ geschrieben früher, der so komplett pick me ist, so. Was genau um das geht, so, mir geht's so schlecht und, was soll ich sagen? Ich bin ja so hässlich. Was nicht wirklich darum geht, dass die Person gerade wirklich sich jetzt öffnet, weil sie unsicher ist, sondern einfach, weil sie Bestätigung von der anderen Person braucht, so. Das ist ja eigentlich die Grundaussage von Pick Me, aber es hat sich irgendwie so fest entwickelt, dass Leute, die neidisch sind auf jemand anderes, dass sie dann die Person als Pick Me beschreiben. Und das ist so spannend, dass sich das irgendwie so entwickelt hat und ich finde es auch scheiße, dass sich das so entwickelt hat. Weil also, jetzt das beste Beispiel ist immer so, dass wenn jemand sagt, ich bin klein und bla 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 und eben, es gibt so Leute, die mega so auf das sagen, um möglichst viel Aufmerksamkeit zu bekommen, von ich bin so klein und ich schaff's nicht und ich weiß auch nicht so. Das ist ja eigentlich so das offizielle Pick Me. Aber mittlerweile werden die Leute beschimpft mit Pick Me, wenn sie nur schon in einem normalen Kontext erwähnen, dass sie klein sind oder keine Ahnung, nur schon, wenn sie nicht mal etwas sagen, wenn sie einfach halt klein sind. So, ja, die ist nur Pick Me. So, das macht so keinen Sinn. Aber es ist ja genau, das hat ja genau dann eben mit Neid zu tun. Dass jemand eigentlich neidisch geht, falls du gar klein bist, vielleicht neidisch auf dich bist, weil du vielleicht eben genau mehr Aufmerksamkeit und Anerkennung bekommst, weil du kleiner bist, von Typen oder whatever, so, weiss ich nicht. Und das hat mit ganz vielen anderen Sachen auch zu tun. So mit Aussehen oder was gibt's noch? Was ist noch so typisch Pick Me? Ist wirklich einfach nur das so mit oder keine Ahnung, wenn jemand sagt, ich habe kleine Hände oder so, dass dann einfach so jemand ist, Pick Me. Oder, nein, das beste Beispiel, wenn jemand sagt, ich habe mega, mega dicke Haare und es ist mega lästig. Das ist ja, jetzt mal angenommen, es sagt wirklich jemand, wo wirklich, also einfach ein Video auf TikTok macht, wo sich wirklich beschwert, so, dass es nicht so geil ist, so mega fette Haare haben. Und dann Leute kommentieren mit, Pick Me, Pick Me, Pick Me. Aber dass es vor allem einfach darum geht, dass sie eigentlich neidisch sind, weil sie eigentlich wahrscheinlich dünne Haare haben und auch gerne dicke Haare hätten. So. Und das sind aber so, es ist eigentlich so eine umgekehrte Psychologie, die es dann macht, so eine Manipulation, dass sie dich als Scheiße darstellen und dann quasi wie das Rechtfertigen einen Grund finden, um dich Scheiße zu machen, so dich als Pick-Me darstellen, aber eigentlich es einfach ein Problem von ihnen ist. So, also, ja, so wie eine Ausrede für ihre Emotionen. Das, ja, finde ich auch noch spannend. Ja, und jetzt ist so ein bisschen die grosse Frage, wie mit Neid umgehen. Ich glaube, wir haben jetzt alle mittlerweile realisiert, dass sie sicher einmal in ihrem Leben schon mal neidisch sind. Und das eben ist vielleicht nicht, es ist ja nicht etwas, was wir wollen. Also ich bin nicht stolz darauf, wenn ich neidisch bin und ich verwünsche mich ab und zu gleich auch. Oder dass ich vielleicht etwas gerne hätte, was jemand anders hat. Und ich finde es dann mega wichtig, wie man damit umgeht. Also wenn das ja einfach eine Emotion ist und ein Gefühl, wo man spürt, ist das ja voll nichts Verwerfliches. So im Gegenteil, das ist etwas Menschliches. Also es ist ja einfach eine menschliche Emotion wie Wut, Hass und Liebe und keine Ahnung was, fröhlich. Das gehört einfach dazu. Und das ist gut, das beste Ding, so, kennt ihr Inside Out? Das ist auch jetzt im zweiten Film ist Neid dazugekommen. Oder ist es Neid? Doch, es war Neid gewesen. Genau, also es ist eigentlich eine ganz menschliche Emotion, aber ich finde, es ist erst schwierig, wenn man
wenn man nachher etwas macht, indem man zum Beispiel eine andere Person hatet, etwas schlecht redet, vielleicht eben mit anderen gehen lästern, um sein eigenes Selbstwertgefühl zu pushen oder ja, einfach so Sachen. So das ist ja dann nicht mehr einfach, hey, ich spüre die Emotionen, sondern hey, ich mache jetzt etwas aktiv Böses, sozusagen. Voll. Ja, eben, wie gesagt, wie kann man mit Neid umgehen? Ich glaube, der erste Schritt ist, wie gesagt, das selber mal quasi anerkennen, mal spüren, hey, no, ich merke gerade, dass ich gerade neidisch bin. Das ist gerade okay. Und ich merke, dass das Problem ja eigentlich bei mir ist und nicht bei der anderen Person. Und quasi eine Unsicherheit von mir zeigt. Und ich finde es dann eigentlich nice, wenn man vielleicht die Situationen, wo man das merkt, so ein bisschen probieren zu interpretieren und herausfinden, wieso sind wir dann neidisch. Also ist es irgendwie wegen einem Ziel oder wegen einer Eigenschaft, dass irgendwie das Problem suchen. Genau. Und was eigentlich am nicesten wäre, ist, wenn man in solchen Situationen probieren, das umwandeln in Motivation. Dass wir das Ziel quasi auf unseren eigenen Weg legen und das uns irgendwie anspornt. Weil eben eigentlich, wenn du merkst, so, das ist ja etwas, wo du vielleicht auch, also etwas, was du auch gerne hättest, dass du das als Motivation siehst von hey, ich will das auch erreichen. Und das kann ja eigentlich etwas Geiles sein, also dass man das probiert so umwandeln. Genau. Ja, ich habe jetzt einen kompletten einstündigen Monolog wieder mal geführt wahrscheinlich. Ich sehe gar nicht, wie lange die Podcast-Folge ist. Aber hey, ich hoffe, euch hat sie gleich gefallen und ich habe jetzt nicht komplett verwirrt geredet, weil ich jetzt einfach irgendwie so ein bisschen drauf losgeredet und irgendwie mit meinen Notizen das irgendwie so ein bisschen probiert. Und ich glaube, ich habe ein bisschen oft wiederholt. Aber ja, ihr habt es, glaube ich, gleich hoffentlich verstanden. Und ich kann ja mal unten abstimmen, ob ihr ein Mensch seid, der eher neidisch ist oder weniger. Wenn ihr ganz ehrlich sind, Leute sind ehrlich. Wie gesagt, neidisch sein ist okay. Es ist erst das Problem, was du mit dem machst. Also es kann erst das Problem werden, wenn du etwas Negatives mit dem machst. Und ja, vergesst nicht den Podcast mit 5 Sternen bewerten, Leute, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ich glaube, man kann das sogar mehrmals machen. Also haut die Taste rein, Leute. Und ich freue mich auf eure Kommentare. Falls ihr auch gegrüßt werdet, dann schreibt den Kommentar. Dann, hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Tschüss!